gehen, Leute. Wer vermisst diese Kulisse hier? S-Klasse. Ich suche eigentlich nur meine Sonnenbrille. Ich glaube, ich in dem anderen Auto. Bing. Guck mal, gezeigt. So, was geht, Leute? Sonnenbrille check, Banane check. Jetzt geht's ab zum Strip. Erstmal müssen wir tanken. Ich habe schon seit Wochen vor, meine Sonnenbrille aus dem Wagen rauszuholen. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es nicht so lange dauern wird, den GL da zu reparieren. Jetzt cruisen wir doch schon über 2 Wochen mit dem Rolli rum. Gestern mega voll gewesen. Beziehungsweise ich habe ein bisschen online gespielt, aber ich musste mich um ein paar andere Projekte kümmern, so ein paar Designgeschichten musste ich erledigen. Und ich musste für mich selber auch ein paar Templates und so weiter designen, denn wie gesagt, bald gibt es eine zweite Reihe, aber es werden Reels, denke ich, wo ich euch einfach Updates raushaue von meinem Online-Grind. Also ihr bekommt die Vlogs für meinen Live-Grind und die Reels für Online-Grind. There you go. 70 cents. Plus you paid cash, so it's 10 cents more. Nice. Fill it up then. You need Ich wollte eigentlich gestern noch zum Strip fahren, habe dann aber eine Nachricht von einem Bijan bekommen. Das ist ein Kumpel, der heißt, ich heiße Nojan, der heißt Bijan. Das ist fast derselbe Name, nur mit einem B. Der meinte, dass er dann irgendwie über eine Stunde im Stau stand, da vor dem Aria. Und außerdem musste der dann nochmal eine Stunde im Aria warten, bis er dann ein Seat bekommen hatte. Und der war total abgeturnt. Und ist wohl mega voll. Ich hatte gestern keine Lust mehr zum Strip zu fahren, habe dafür dann online gespielt. Und aber Break-Even, also nichts passiert. Jetzt aber ab zum Strip, Leute. Ein bisschen Cash machen. Ich habe was im Auto vergessen und dabei fällt mir ein, ich habe letztens versucht, so gut es geht, nicht zu shuffeln, die Chips zu shuffeln. Also davon abgesehen, dass die Chips ja sowieso immer ultra dreckig sind und vor allem hier in Amerika, Leute, also wenn ihr hier pinkeln geht, dann bekommt ihr das jedes Mal mit. Die Amis, die waschen sich die Hände nicht, die gehen einfach raus und ist auch gerade jetzt noch passiert. Ja, davon abgesehen, dass die Chips ja sowieso ultra dreckig sind, habe ich letztens beim Shuffeln einen Popel an meinem Chip gehabt. Also mega ekelhaft. Dann habe ich versucht, so gut es geht, gar nicht mehr zu shuffeln. Und ja, es hat immer wieder so für 2-3 Minuten funktioniert. Irgendwie ist es aus Gewohnheit, schnappe ich mir die Chips dann direkt und fange an sofort zu shuffeln. Kriegt ihr das hin? Habt ihr das mal versucht? Wie seid ihr davon weggekommen? Es ist irgendwie so eine Sucht, es ist so vorprogrammiert einfach. Sobald ich Chips in der Hand habe, muss ich damit spielen. Aber eigentlich nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von der Nervosität her ist oder dass man sich da selbst beruhigt oder einfach, weil das Spaß macht, das Klimpern und so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich konnte es einfach nicht abstellen. Mir ist dann immer wieder der Popel eingefallen, dann habe ich dann sofort wieder aufgehört zu shuffeln, aber ja, keine Ahnung, was da los ist. Mein Tisch ist mega verrückt, Leute. Die sitzen alle mega deep da. Mindestens 4K oder so. Big Stack habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie 7K, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung mehr. Sind schon 2 4K-Pötte dabei gewesen. Also hier geht richtig die Action, müssen nur mal eine Hand. Also ich bin $150, $200 down. Habe einmal mit Ass Dame gesqueezed und Flop verpasst. Zu 14 in der Hand. Ich squeeze auf $125 und alle callen. Nacht ist noch jung, Leute. F1 Action. Had the best hand.
You don't know what I just laid down. What do you think I just laid down? Huh? Yeah. Neuner. 2. 2. Exactly. I laid down aces. It's fucking sick. Oh my god, are you kidding? You come. He had kings, I had aces. He had 2000. Kings. You know how hard it was for me to lay down aces, dude? Like aces, jacks, I thought for Der nimmt schon wieder I was Downswing. thinking see that I'm oh my god. Leute, wir haben schon Mitternacht. Ich glaube, das Rennen ist gerade vorbei. Wir sind schon 12 Stunden in der Session und wir sind jetzt festhalten $4.000 plus bis jetzt. Ich habe mal eine richtig schöne Hand gewonnen mit Buben. Also zunächst einmal, mein Tisch ist einfach mega verrückt. Da saß von Anfang an einer mit 7K und der andere hatte 6K und dann noch einer mit 4K und einfach nur ein Big Stack nach dem anderen. Ich habe mehrere kleine Pötte gewonnen, ich war da schon $1.000 plus, bis es dann zu einer richtig leckeren Bubenhand kam. Und zwar Open Raise ich Early Position, also ich habe einen Limper, ich Open Raise auf 20, Button Call 20, Small Blind jetzt Raised auf 125. Der Limper callt die 125, ich call die 125 und Button callt die 125 auch. Also schon ein Riesenpot. Der geht zu 4 zum Flop und Flop kommt runter. Bube 9, noch was. Small Blind bettet 400. Der Limper aus Early Position callt die 400. Ich calle 400. Und Button geht jetzt all in für 1700. Small Blind regt sich total auf und macht ein bisschen Hollywood, foldet dann und Big Blind foldet auch. Und die meinten jetzt beide, dass also der Small Blind meinte, dass er Asse gefoldet hat und der andere meinte, dass er Könige gefoldet hat. Der ist in dem zweiten, glaube ich, mit den Königen, weil er die Karten seinem Nachbar gezeigt hat. Aber der mit den Assen, der hätte auch ruhig callen können, meinetwegen. Auf jeden Fall, ich habe Pocket Buben, es geht dann rein gegen Pocket 9er und die Buben halten. Jetzt hoffe ich, dass ihr die ganze Story mitbekommen habt, denn es ist so krass laut hier. Es geht mega krasse F1-Action hier. Ich hätte ja schon längst nach Hause gekonnt, aber die Session ist einfach zu gut, Leute. Also der Tisch ist einfach zu gut. Da liegt zu viel Geld am Tisch, um da jetzt... das passiert dann nicht jeden Tag, dass da an einem 2.5 Game so viel Geld am Tisch liegt. Noch bin ich fit, ausgeschlafen. Fabi ist auch noch da. Jetzt gibt es erstmal einen Snack. Und dann, glaube ich, hänge ich noch mal 1-2 Stunden dran. Und berichte ich gleich, wie es lief. Peace. So Leute, wir haben 1 Uhr, 13 Stunden gespielt, $3.816 plus. Es ist, glaube ich, die zweitgrößte, die fahren hier wie Ehren, Leute. Das ist die zweitgrößte Plus-Session, die ich je in einem 2.5-Game hatte, glaube ich. Ich glaube einmal 4.600 oder so habe ich einmal gemacht. Passiert selten, aber hat geschmeckt. Ich wäre schon viel früher abgehauen, aber ich wollte auf jeden Fall noch so lange spielen, wie die 2 Fische da am Start waren. So, jetzt haben wir 1 Uhr, bis ich zu Hause bin, ist bestimmt 1:30 und wir haben jetzt Sonntag, also ihr seid bestimmt alle am Grinden und so weiter, alle online, alle vor dem Rechner und ist halt natürlich perfekt, wenn man da einen Vlog irgendwie dabei noch gucken könnte. Und aus dem Grund werde ich jetzt nach Hause fahren und noch für euch meinen Vlog schneiden, obwohl ich mega platt bin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle gut runnt, Leute. Happy Sunday Grind oder wie auch immer. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liken, kommentieren und nicht vergessen, Leute, abonnieren. Peace.